Autosachen. Wahrscheinlich alle Leute jetzt nicht mehr am Start, weil ich rede über Autos. Bei Autosachen bin ich irgendwie komplett so uninteressiert und nicht so. Ich bin nicht so Fan von Autos, muss ich sagen. Nicht so. Ich finde meistens Autosachen nicht so interessant. Da bin ich nicht so Autofan, Autofreak und ja, habe nicht so viel am Hut mit Autos. Es ist mir meistens so egal, was für ein Auto, wie, wo da ist. Ein 14-Jähriger, der über Auto redet, ja, 14-Jähriger kann ja auch seine Meinung sagen, oder? Nein. Also von Autos bin ich eigentlich ziemlich desinteressiert. Ich finde, es gibt schon gewisse schöne Autos. Keine Ahnung. Jetzt zum Beispiel die S-Klasse S63 AMG, oder? S63 AMG, zum Beispiel das Auto hier finde ich zum Beispiel ein schönes Auto, S63 AMG, also das ist wirklich ein sehr schönes Auto, kann man nicht sagen, oder was ist noch ein schönes Auto? Ich würde sagen, was habe ich noch, oder was empfinde ich noch ein schönes Auto? Ja, ich weiß gar nicht, aber was ich auf jeden Fall irgendwie noch viel faszinierender finde, ist, wenn ein Auto eine geile Technologie und Gadgets on board hat, wie zum Beispiel Tesla. Zum Beispiel jetzt, wahrscheinlich absolut zu wenig Geld für das Model S, aber zum Beispiel so ein Model S, ich finde das sieht unglaublich schön aus. Ich finde das wirklich ein absolut schönes Auto und ich finde auch, dass Elektroautos etwas Cooles sind und einfach die ganze Technik und die ganzen Gadgets im Auto drin, finde ich wirklich eine geile Sache. Und das, wenn ich müsste euch sagen, was mein Traumauto wäre, dann wäre es wahrscheinlich schon ein Tesla Model S. Also ganz ehrlich, ich würde sagen, das wäre sicher ein Auto, wo wenn ich genug Geld hätte, würde ich mir wahrscheinlich tun, ja. Ökologisch im Sinn, dass es halt keine grossen CO2-Emissionen hat, das Auto, aber halt das Problem ist ja, da dabei so ein bisschen, ja, aber die Akkus sind ja trotzdem nicht gut. Die huren Lithium-Ionen-Akkus, also ich hoffe, es sind Lithium-Ionen, aber generell die Substanz, aus dem, wo die Akkus gemacht sind, ist auch absolut, wie das gewonnen kommt und wie man das bekommt, ist auch nicht gut für die Umwelt. Aber ich habe das Gefühl, es ist trotzdem so ein bisschen der Schritt in die richtige Richtung, dass man auf jeden Fall einfach nicht mehr die Lobby von den Öllobbys so fest unterstützen. Das finde ich wahrscheinlich ist schon ein Schritt in die richtige Richtung. Für zum Beispiel auch ein Auto, das noch cool ist und wo da wahrscheinlich jetzt sagen, jo, was bist du für ihn? Aber so ein Renault Zoe oder so, der ist auch full electric und ein billiges Auto, mal so ein Auto, das so ein bisschen billiger ist, aber gleich elektrisches Auto, das ist schon geil. Finde ich auch ein Auto, das man machen kann und das gut ist, finde ich. Das ist die geilste Karre. Was ist die geilste Karre? Warte, ich muss schnell suchen. Dodge Challenger Hellcat. Ich kenne den Dodge Challenger. Ich bin tatsächlich schon mit einem Dodge Challenger, nicht mit einem so einem Hellcat, sondern mit einem Dodge Challenger, was gibt's da? SRT, glaub's. Ja, ich bin mal mit einem Dodge Challenger SRT, ich habe das Gefühl, dass es der ist, Blue, mit so einem Auto, nicht genau so, aber einer bei uns, der mal mein Fußballtrainer war, in dem Auto bin ich schon mal gefahren und das war geil. Also das ist schon geil, so ein Biest, mal so einer Biest drin zu sitzen und mit dem zu fahren. Aber ich muss sagen, ich war eher noch ein Fan eben gewesen, zum Beispiel vom Tesla oder so. Ich finde, trotzdem war es nice gewesen. Ja, beim Elektroauto tust du dafür sonst nichts Gase ablassen. Ja, eben, du hast vielleicht, wahrscheinlich, klar hast du auch eben durch die Produktion und so auch viele Emissionen. Am besten ist es sowieso in das Velo zu fahren oder so, aber ich habe das Gefühl, schon nur für das Öllobby bzw. die Ölbranche nicht mehr so eine Bedeutung hat oder ja, ich weiss, das bringt absolut nichts, weil die sind so mächtig, da kann niemand etwas daran rütteln, aber schon nur für das finde ich das Tesla oder auch Model 3 finde ich auch eine coole Sache. Also Model 3 finde ich auch eine nice Sache, ist auch ein schönes Auto, finde ich auch ein schönes Auto. Ja, also da bin ich sofort mit dabei, so ein Auto zu haben, beziehungsweise so ein Auto zu fahren. Also Tesla Schweiz, falls ihr das gehört, schreibt mir einfach an, alles easy, kein Problem. Was haltest du von diesen Self-Driving Cars? Die Technologie ist echt krass. Ich halte von der Technologie, ja, was soll ich davon halten? Ich finde es cool, dass die Technologie fortschreitend ist, dass es weitergeht mit der Technologie. Ich finde es aber, nein, ich finde es eigentlich fast nur cool. Ja, einfach ein bisschen müde mit oder ein bisschen
Angst um die Leute, die neue Jobs verlieren wegen dessen. Zum Beispiel die ganzen Lastwagenfahrer, die den Job neu verlieren. Weil wahrscheinlich so in 10, 15, 20 Jahren braucht man wirklich nicht mehr Truckfahrer, braucht man wahrscheinlich selber auch nicht mehr Auto fahren. Weil die AI, also die künstliche Intelligenz, ist einfach sicherer als wir Menschen. Wir Menschen machen immer Fehler, machen zu viele Fehler auf der Straße. Wenn du zum Beispiel normale Leute am Steuerrad lasst, ist das Risiko höher, für dass du Unfall baust, für dass du eine ganze Familie kannst zerstören unter Umständen. Und das ist eben ein so das Argument, wo wahrscheinlich die meisten Leute sagen, yo, ich lasse lieber mein Auto fahren, es ist sicherer. Und da ist dann auch von der Schuld her bin ich wahrscheinlich nicht ich schuld, sondern gibt eine Versicherung oder so. Einfach so verschiedene Fragen, so verschiedene Sachen auf jeden Fall sind Sachen, die wahrscheinlich in Zukunft auf uns zukommen und wo schwere Sachen sind. Und Yang-Gang, ja genau, Yang-Gang 2020, das habe ich auch gesehen von ihm eben, ja. Aber für was braucht man ein Auto, wenn man nicht selber fahren kann? Für das gibt es ja Bus und Bahn. Servilog, ja, aber es geht ja gar nicht um das, es geht einfach darum, die Technologie kommt, egal was du willst oder ob du Bock hast oder nicht. Und Automobilität, beziehungsweise dem Auto an einen Ort herzukommen, ich kann nicht von hier aus, von mir daheim, kann ich nicht einfach aus der Haustür raus ins Auto hocken und von hier wo ich wohne, genau bis Zürich in ein Kino. Das kann ich mit ÖV nicht, sondern ich muss mit ÖV noch zuerst einmal noch herlaufen und irgendwo hergehen. Aber es gibt, dass das automatisiert wird, das kann man gar nicht umgehen. Das wird einfach automatisiert. Und das ist nicht eine Sache von, ja, aber du willst ja das Auto selber fahren. Nein, es ist ja auch eine Sache von der Produktivität und dass du produktiver bist, wenn du sozusagen auf deinem Arbeitsweg kannst arbeiten schon, anstatt dass du Auto fahren musst. Es gibt Leute, die sind jeden Tag 40, 50 Minuten unterwegs und im Auto müssen selber Auto fahren zum Bügeln oder so und verlieren so hure viel Zeit eines Tages, in ihrem Leben sozusagen. Und dass nein, Leute herkommen, ja, aber Autofahren, das ist doch zum Spaß, wieso soll man nicht selber Auto fahren? Finde ich eigentlich ein dummes Argument, weil wenn es nicht so weit ist, dass Leute damit, dass es gefährlicher ist, wenn es nicht gefährlicher ist, dass ein Mensch fährt, als dass der Roboter fährt oder die AI, die KI fährt, kannst du es nicht mehr mit. Ich könnte nie unmöglich es noch mit mir vereinbaren, dass ich andere Leute gefährde, dass ich mir gefährde, dass ich vielleicht andere Kinder auf der Straße gefährde, obwohl wenn ich Alternativen hätte, die sicherer ist, würde ich nicht selber fahren. Keine Ahnung. Ja, ich finde, nein, wirklich nicht. Elektromobilität und das Ganze mit den selbstfahrenden Autos finde ich ein bisschen beängstigend, aber ich bin gleich froh um die Entwicklung, dass es jetzt ein bisschen vorwärts geht, dass es Entwicklung gibt. Ich habe ein bisschen Angst um die Leute, die Job werden verlieren und so weiter und so fort, aber ich habe das Gefühl, dass man da viele Sachen lösen kann, zum Beispiel eben mit weniger Unfällen auf der Straße, weniger Leute, wo das Leben komplett versaut wird durch das. Ja, es wird einfach vielleicht ein bisschen ruhiger auf der Straße, vielleicht weniger Staus, weil die KI kann ja immer viel besser fahren und koordinierter fahren, als jeder Mensch das jemals könnte machen. Und darum finde ich es eigentlich noch eine gute Entwicklung und bin positiv für die Zukunft. Auf jeden Fall, ja. Aber wie auch das funktionieren, man kann ja nicht alle Autos abschaffen. Ja, das ist, also man kann nicht alle Autos abschaffen, das wird einfach über Jahre lang gehen, bis man da etwas kann machen, also bis man da irgendwie Transition merkt. Genau, ja, also es geht ja nicht von heute auf morgen, auf jeden Fall nicht. Es geht sicher 30, 40 Jahre, bis alle alten Autos sozusagen weg sind. Nach einer Zeit ist es ja sozusagen verwerflich wahrscheinlich, dass die Leute noch solche Autos fahren. So, aber jetzt ist das mit dem Thema Elektromobilität und selbstfahrende Autos auf jeden Fall, ja. Genau, ja.
Snow, 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 snow,